Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, Teil 4 und der letzte Teil, weil jetzt kommen anscheinend Zuschauerfragen bei dem Uli-Interview. Katastrophe. Bisher, also die ersten beiden waren noch okay, wo das auch schon katastrophal teilweise war, aber der letzte Take jetzt zu den Menschenrechten für mich eine absolute Katastrophe, Alter. Und ja, wir gehen mal rein. Fragen zu stellen. Ich mache das mal, ich überreiche das Mikrofon. Ich bitte Sie, sich ganz kurz vorzustellen, damit Herr Hoeneß weiß, mit wem er es zu tun hat, und fange einfach mal hier in der ersten Reihe an. Sehr gerne. Ja. Edgar Salzmann, ich komme aus Bochum. Wir sind hart im Nehmen. Vielleicht war das ein Grund, weshalb wir den Regen ein bisschen besser überstanden haben. Aber vielleicht, nachdem ich jetzt Ihnen zu... Sehr guter Seitenhieb, ne? Ist ja, was ich gerade sagte. Die Bochumer standen halt auch da. 15 Minuten bei 5 Grad im Regen. Nicht nur die Bayern-Spieler. Gehört habe, mir ist aufgefallen, da gibt es tatsächlich einen Zeichensetzungsfehler. Der müsste nicht ein Komma sein, sondern ein Doppelpunkt. Wem gehört der Fußball? Doppelpunkt Uli Hoeneß. Jetzt habe ich es verstanden. Ausrufezeichen. Aber, und so. Und dann Ausrufezeichen. Aber vielleicht eine ernsthafte Frage nochmal zum Trainer. Könnte es sein, dass Sie einen Trainer haben wollen, der keine flotten Sprüche macht, aber flotten Fußball spielen lässt? Nein, das ist mir zu plakativ. Wir möchten einen Trainer haben, der die einzelnen Spieler verbessert. Verstehen Sie? Und der nicht, und das ist der Vorwurf, das sage ich ja, ich habe mit Thomas Tuchel überhaupt kein Problem. Privat, der war ein paar Mal bei mir. Der war ein paar Mal bei uns zum Essen, das waren schöne Abende, alles okay. Aber er hat eine andere Einstellung. Er meint nicht, dass man jetzt hier den Pavlovic verbessern kann, den Davies verbessern, sondern nur wenn es nicht weitergeht, dann kaufen wir. Ja, und das kann nicht die Lösung sein. Das ist so genau das, was ich kritisiert habe am Tuchel. Ja, warum ich auch gesagt habe, dass der Tuchel einfach nicht zum FC Bayern passt. Und genau, es ist ja immer schön, das jetzt bestätigt zu bekommen, ja. Muss ich ja mal ganz klar sagen. Das ist ja mein Take, den ich vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr gemacht habe. Und jetzt bekommen wir es bestätigt, dass es genau so ist. Ja? Und das ist halt das Problem, was wir haben mit dem Tuchel. Ich bin der Meinung, wir müssen mal 1, 2 gute Spieler kaufen, aber den Spielern, die wir haben, Selbstvertrauen geben und hart an denen arbeiten. Ich kann mich entsinnen, wir hatten mal einen Welttrainer namens Trapattoni. Der hat jeden Tag nach dem Training dem Semi Kufur, Afrikaner, die einfachsten Dinge beigebracht. Pässe spielen, rechts, links, den Ball auf der Brust annehmen, mitnehmen. Und das hat er gesagt, habe ich ihn mal gefragt, Giovanni, warum machst du das? Ich bin Fußballlehrer. Und das ist ganz wichtig, dass die Spieler verbessert und dass man sie zwischendurch in den Arm nimmt. Nächste Frage. Ja, stimme ich 100% true. Ja, ist glaube ich, die erste wirklich richtige, sinnige Aussage, die ich jetzt hier nach den 38 Minuten vom Uli gehört habe. Mein Name ist Franz Trapp, ähnlich wie der Torwart von der Eintracht. Zunächst mal möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, um mich mal bei Ihnen zu bedanken. Erstens, dass Sie heute da sind und für alles das, was Sie für den deutschen Fußball geleistet haben. Ich bin absoluter Fan von Ihnen und freue mich, dass Sie immer noch weitermachen und nicht die Hände in den Schoß legen. Vielen Dank dafür. Aber es war jetzt noch keine Frage. Ja, die kommt jetzt. Gut. Die Frage kommt jetzt. Und zwar, Fußball ist ja in Deutschland Volkssport und sehr wichtig. Auch der Kommerz spielt eine wichtige Rolle. 50+1 haben wir angesprochen. Wir haben angesprochen Trikottausch vorhin, Trikotwechsel. Aber ich habe mal eine Frage, was da vielleicht auch wichtig wäre, auch mal um ein Zeichen zu setzen, ist die 16+1-Regel, was Sie davon halten. Die 16+1-Regel sagt, es gibt 18 Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga, 17 Heimspiele. Wenn sich mal die Vereine zusammenschließen würden, würden sie sagen, wir machen 16 Heimspiele normal und ein Spiel für Gesundheits- und Pflegewesen in Deutschland. Einfach mal zu sagen, mal ein Zeichen zu setzen als Öffentlichkeit. Sie machen ja auch viele Sachen für Kickers Offenbach-Spiele und so weiter. Einfach mal zu sagen, ein Heimspiel in Deutschland in der Saison machen wir für den Zweck, für einen guten Zweck. Das wäre mal eine Sache, wo wir auch mal ein Zeichen setzen können. Was Sie davon halten. Danke. Da bin ich jetzt gespannt, Alter. Kann ich beim Uli gerade 0 einschätzen. Sag ich euch, wie es ist. Ich bin immer fürs Zeichen setzen, aber wenn man das so regelmäßig macht, ist es kein Zeichen mehr. Ja?
Ich bin der Meinung, wir alle als Leute, die wirklich auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die müssen sozial sein. Ich war als Manager nicht immer sozial. Ich habe meine Ellbogen ganz schön eingesetzt, um nach oben zu kommen. Lemke und Grashofer, wie sie alle hießen, die Assauer, die können was davon singen. Aber als wir oben waren, habe ich gemerkt, wenn die Höhenluft so dünn ist, dann nützt es dir nichts, wenn du dann alleine bist. Also haben wir angefangen, anderen zu helfen. Weil du brauchst die anderen. Du bist nur ein Teil des Ganzen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man total an die anderen denken muss, aber das nicht, wenn man das von oben regelt. Das muss jeder Verein für sich in irgendeiner Art und Weise machen. Und ich glaube, in der Beziehung, wir reden da nicht so viel drüber, aber Ja, da gehe ich mit. Also da gehe ich mit, was er jetzt sagt. Ich weiß, worauf er hinaus will, FC Bayern Hilfe e.V. und so weiter. Da machen wir wirklich viel und hängen das auch nicht so an die große Glocke. Da kann man sich mal mit auseinandersetzen. Aber sein Take passt jetzt nicht ganz zu seiner Meinung vorhin mit dieser Katar-Geschichte leider. ich denke mal, weltweit ist der FC Bayern einer der Vereine, der immer ein offenes Ohr für Schwache hat, für Leute, die nicht auf der Sonnenseite leben. Naja. Da passt halt dieses Qatar Airways, dieses Qatar Trainingslager, jetzt dieses Ruanda und so weiter. Passt da schwierig rein. Ich weiß, viele sehen das anders. Sie sehen nur, ja, alles gut, Kohle muss kommen und Aufmerksamkeit, Blasels. Ja, wir tun viel. Stimme ich dem Uli 100% zu, ja. Wenn man sich da mal ein bisschen beliest, kann man das nachlesen. Aber schwierig. Ist vielleicht auch schwierig, da den Spagat zu schaffen, ja. Kann schon sein. Ja. Hallo, mein Name ist Calderon, Leser und Eintracht-Fan. Meine Frage ist, Sie hatten ja zum Beispiel gesagt, dass Ihr Sohn hier übernommen hat und der brauchte dann einige Zeit, um sozusagen dann die Erfahrung aufzubauen. Und mir ging es um den Nachwuchs. Sie haben ja gesagt, also die Zukunft, da müssen Sie mit dem Nachwuchs was machen, weil mit Geld allein erreichen Sie das nicht und das ist auch nicht die Zielsetzung. Da die Frage, was tut denn der FC Bayern dann für den Nachwuchs? Muss es dann doch nicht mal sein, dass auch der Nachwuchs auch mal ein paar Jahre dann sozusagen in die Hand genommen wird, dass den Leuten mal auch eine Chance gegeben wird, dass man das auch Naja, aber macht? da wird immer im Zusammenhang mit dem FC Bayern, finde ich, nicht fair berichtet. Schauen Sie mal, bei Real Madrid ist kaum einer drin aus der Nachwuchsabteilung. Bei Barcelona schon, bei Manchester City auch nicht. Aber bei uns sind jetzt, habe ich ja vorher genannt, Pavlovic halte ich für einen überragenden Mann, der uns noch viel Freude auch international machen wird, auch in der Nationalmannschaft. Musiala, auch aus dem eigenen Bereich. Davis, bis er Flausen in den Kopf gekriegt hat, auch. Also das sind schon mal 3. Und ja, Pavlovic natürlich 100%. Davis wurde gekauft als junger Spieler, ja, Musiala wurde auch als 16-Jähriger, glaube ich, von Chelsea gekauft, wurde jetzt nicht bei uns unbedingt ausgebildet, aber ja, ich weiß, welchen Take er meint. Musiala lasse ich gelten, aber Davis fühle ich jetzt nicht so als aus der eigenen Jugend. Also. Wenn die Quote von etwa 3 aus 11 oder aus 15, die ein Kader besteht, ist es nicht so schlecht. Man darf es auch nicht übertreiben, weil eine Jugendmannschaft kann nicht die Champions League gewinnen. Aber Sie haben recht, die Lösung kann nur sein, dass wir auf dem Weg weitergehen und den einen oder anderen, ich meine, der Florian Wirtz ist ja auch ein Nachwuchsspieler. Ja, Rudolf Bölking. Gebürtiger Mönchengladbacher, ja, okay, um sich so zu outen. Meine Frage geht um die 50+1-Regel und freie Marktwirtschaft. Warum nicht die freie Marktwirtschaft agieren lassen? Die Vereine, die 50+1 wollen, machen eine Liga und die es nicht wollen, machen auch eine Liga. Das Ganze spaltet sich auf. Auch ein Verein wie Hannover 96 kann sich dann aufspalten und Ende des Jahres wird ausgespielt, wer dann Deutschland im Champions League vertritt. Ja, aber wir haben ja nichts davon, wenn wir am Ende 4 Ligen haben. Sondern ich glaube, es gibt aus meiner Sicht, und ich habe Ihnen ja vorher erklärt, dass der Aus meiner Sicht ganz einfache Kiste, habe ich ja auch schon mal gesagt. Mach 50+1 für alle frei. Die Vereine, die sich verkaufen wollen an irgendeinen Investor, sollen das machen und gut ist.
Ja, ich denke, viele Vereine in Deutschland können das aufgrund ihrer Satzung nicht tun, genauso wie wir nicht. Ja, und das muss jeder Verein für sich selber entscheiden. Ja, der FC Bayern tut das nicht, hat das nicht nötig. Wenn andere Vereine das wollen, sollte man denen aber auch keine Steine im Weg legen. Das ist meine Meinung dazu. Der FC Bayern davon nicht betroffen wäre. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, diese 50+1-Regelung fallen zu lassen, weil das soll doch jeder Verein mit seinen Mitgliedern, mit seinen Besitzern ausmachen. Ich habe Ihnen ja erklärt, warum ich glaube, dass der FC Bayern davon nicht profitieren würde. Aber wenn Hannover 96 dazu dann einen Verein wäre, der wirtschaftlich Geldzuflüsse hätte, die er jetzt nicht hat, oder Borussia Mönchengladbach oder andere, ich bin überzeugt, dass es genug Investoren gäbe, die bei Gladbach einsteigen würden, dann wäre die Bundesliga sicherlich attraktiver. Ja, hey, ich bin mit dem Uli mal endlich einer Meinung. Ja, do it, vollkommen richtig. Oder es passiert, was in Giesing passiert, ne, bei 1860 München. Ja, das ist ja ein schlechtes Beispiel. Ja, weil der Verein. Na, ich bin einer der wenigen bei Bayern, der nichts mit denen ein Problem hat, aber wie lange ist es jetzt her, dass sie als wir die Allianz Arena gebaut haben, 2005, da hat der Wildmoser der damalige Präsident, gesagt, wir wollen auf Augenhöhe von Bayern. Da waren sie noch in der Bundesliga. Und jetzt sind sie Liga 3, Trend nach 4. Schaffen, bleiben in 3. Ja, gut. Ist aber keine Zielsetzung. Also Sie haben einen Investor. Ja, den kennt ja kaum einer. Der kommt immer wieder mal und schaut vorbei. Ja. Das sind halt die Negativbeispiele. Es klappt nicht überall, aber nochmal, das soll jeder Verein für sich selber entscheiden. Ne? Mein Name ist Daniel Weschle. Wir haben vorhin drüber gesprochen, Investoren und das DAZN ist jetzt vielleicht bankrott oder zahlungsunfähig und so. Herr Hoeneß, Sie sind ein Mann, der ganz Deutschland hört auf Sie, was ich nicht verstehe. Hier sitzen alles. Wenn Deutschland auf mich hören würde, gäbe es keine AfD. Ja, das ist okay, ja. Das ist der erste gute Take, den der Uli heute gebracht hat, Alter. Hier. Da gibt es 2 Daumen nach oben für. Anders, mir ging es darum, hier sitzen lauter Pflichtmitglieder der GEZ. Wir zahlen alle Pflichtbeiträge. Wenn ich es richtig weiß, ich glaube eine Zahl, die nehmen, glaube 14 Milliarden D-Mark oben ein. D-Mark? Jetzt geht er an die RBB. Wo kommt er denn her? Managerin und was da alles vergeudet wird. Warum kommen wir brauchen doch weder The Zone, Sky, sowas, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sagen, wir geben der Bundesliga 3 Milliarden, dann ist das doch, weil ich immer noch der Meinung bin, ich habe einfach keine Lust mehr zum 120. Ja, ist ein Take, Alter, ganz ehrlich, ja. Dann schafft die scheiß GZ ab, Alter. So. Punkt. Wie er gerade sagt, die nehmen 14 Milliarden ein, Alter. Und du siehst nicht einen Bundesliga oder Champions League Spiel dort. Geschweige denn Nationalspiele, die mittlerweile auch auf RTL oder sowas laufen. Katastrophe. Ja. Katastrophe. Dann schafft doch mal die GZ ab. Dann sind vielleicht auch mehr Leute bereit, wie es Uli gesagt hat, mal ein bisschen mehr für Pay-TV zu bezahlen. 20. Mal einen Tatort anzugucken auf allen dritten Programme und ich glaube immer noch Fußball, Champions League, stellen Sie sich mal vor, Sie gewinnen das Halbfinale, Borussia Dortmund gewinnt das Halbfinale, da gucken doch wie viele Millionen dann und das verstehe ich nicht. Und warum Sie da jetzt, nochmal, auf Sie wird gehört, glaube ich nach wie vor, das ist jetzt was anderes, wie wenn Sie das sagen oder der Herr Zingler. Lieber Herr, die Problematik, das ist ja ein Politikum und da ist mein Einfluss ja so. Ich sage Ihnen, ich habe eine Idee gehabt und die ist leider bis jetzt nicht weiterverfolgt worden. Bei uns ist ja, unser Hauptsponsor ist ja die Deutsche Telekom. Ich habe dem Chef, dem Tim Höttges, mit dem ich befreundet bin, habe ich gesagt, warum kauft ihr nicht die Fernsehrechte? Warum kauft ihr nicht die Fernsehrechte? Und dann gibt es keinen. Haben Sie ja mal gehabt. Nicht die Fernsehrechte, sondern die Rechte übers Internet, wo es absolut neu war für ein Apfel und ein Ei. Die Streaming-Rechte. Ja. DAZN mehr, gibt es kein Sky mehr, gibt es nichts, dann gibt es einen Knopf. Ja, und dann schauen die Leute alle Fußballspiele dieser Welt. Aber nicht Streaming, oder? Nicht Nein, Streaming, richtig Fernsehen. Ja,
Leider habe ich, das wäre ein Vorschlag von mir, ein pragmatischer. Nicht Stream. Nee, richtig Fernseh. Richtig Fernseh. Da siehst du, wie die aus der Zeit gefallen sind, Alter. Und ich denke, dass es eine Win-Win-Situation für alle wäre. Für den Fußball, für die Telekom auch. Sieht er zwar im Moment nicht so. Aber auch für die Zuschauer. Weil ich sage Ihnen eins, wenn heute irgendein Spiel kommt, dann muss ich immer meine Frau anrufen. Susi, kannst du mir mal schnell jetzt dieses Dein da wo jetzt Basketball kommt, kannst du mir das mal einschalten? Aber ganz kurze Frage man muss nur. 3 oder 4 Kanäle haben, man muss streamen. Ich kann gar nicht streamen, muss immer meine Frau holen. Das ist immer, wenn sie dann gerade von Romance TV. Da siehst du halt, ja, das offenbart doch ganz einfach, wie der Uli einfach aus der Zeit gefallen ist. Das ist auch nicht böse gemeint. Uli hat so viel getan für diesen Verein aber er ist einfach mittlerweile aus der Zeit gefallen, Alter. Ja. Sorry. Frau runterkommt aus dem Schlafzimmer und ich muss dann streamen, das ist ja Katastrophe. Er hat auch 2 Fragen gestellt. Wir müssen die nächste Frage, genau. Ja. Vielen Dank, Herr Hoeneß, dass Sie da sind. Das ist wirklich eine Freude, Sie so live zu erleben mit dieser Leidenschaft und mit dieser Präsenz. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Katar und die Folgen. Ich teile voll Ihre Meinung, wenn man das so sagen kann, zu der Darbietung, die Teile der Bundesregierung dort sich geleistet haben. Möchte aber dennoch mal fragen, was Sie gesagt haben, dass man Präsenz zeigen muss, dass man dorthin gehen soll in Länder, die, ich sag mal, nicht demokratisch sind. Sind Sie für die Vergabe großer Sportereignisse an Länder wie China, wir hatten dort 2-mal Olympische Spiele, FIFA, UEFA ist nicht dasselbe wie IOC geschenkt, wir hatten 2 große Sportereignisse in Russland, als Russland schon seinen hybriden Krieg in der Ostukraine führte. Nach den Olympischen Spielen in China, nach beiden, ist die innere Repression und das äußere aggressive Verhalten hochgefahren worden. Bei Russland kann man das ja auch sehen. Sozusagen, was macht Sie optimistisch oder stimmt Sie halbwegs zuversichtlich, dass die Vergabe an ein Land wie Katar, Sie haben gesagt, warum Sie das für gut finden, und ich würde jetzt auch sagen, Saudi-Arabien würden Sie auch nichts dagegen haben, vermutlich. Warum das so dennoch etwas, ich sage es mal ganz banal, etwas Gutes bewirkt im Sinne von Freiheitsrecht und so weiter? Gar nichts. Es hat in Katar nichts bewirkt. 0. Weil man nicht die Eier hatte, um da Zeichen zu setzen. Wie gesagt, meine Gegenbeispiele, große Akteure, aus meiner Sicht ist das genau das Gegenteil. Hat keinen Zusammenhang, aber gut ist es nicht geworden. Das kann man sagen. Ihre Argumente sind wunderbar, muss ich total teilen. Nur das Problem ist, mir wäre es auch lieber, Olympische Spiele würden in Deutschland stattfinden. Aber ich habe mich mal engagiert, als die Winterspiele da mal nach Garmisch gehen, und dann ist es daran gescheitert, weil da ein paar Bäume an der Abfahrtsstrecke gefällt werden mussten. Das ist doch lächerlich. Oder auch in Oslo, in Norwegen ist ja ein unglaubliches Wintersportland. Da hat jetzt die Mehrheit der Bürger abgelehnt, die Olympischen Spiele zu finanzieren. Das Problem ist, Alternativen. Ich bin weiß auch, immer die Welt dafür, ist kein Streichelzoo. Das ist schon klar. Ich bin dafür, Alternativen aufzubauen. Aber was nützt es uns, wenn wir keine Alternativen haben? Aber ich gebe Ihnen natürlich, ich habe zum Beispiel große Bedenken bei Saudi-Arabien. Also da scheint ja... Leute, ich kriege hier gleich einen Kackreiz, Alter. Bei Saudi-Arabien hat er große Bedenken. Katar war völlig fein, das ist alles gut. Ne? Da ist alles gut. Da war alles Gucci. Aber Saudi-Arabien ist jetzt ein Problem. Ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt für ein Take kommt. Die Welt noch gar nicht in Ordnung zu sein. Es wird auf keinen Fall eines erreicht werden, dass wir alle glücklich sind mit einer Olympiade oder einer Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien, in Katar, von mir aus auch in China, gar keine Frage. Russland wird nach den jetzigen Verhältnissen... Rafft der noch, was der erzählt, oder was? Rafft der noch, was er erzählt? Was hat er denn gerade vor 20 Minuten erzählt zum Thema Katar? Und jetzt auf einmal ist es doch ein Problem? werden die hoffentlich die nächsten 100
Dann ist es ein Problem, dass da eine deutsche Innenministerin mit einer Regenbogenbinde steht, weil die Sportler nicht die Eier hatten, das zu tun? Aber in dem Land ist alles gut? 100 Jahre keine Spiele mehr dort stattfinden, aber es ist schwierig, eine solche Entscheidung zu treffen, solange die westlichen Länder oder die vernünftigen Länder auf dieser Welt, zum Glück haben jetzt die Amerikaner mal die Fußball-Weltmeisterschaft gekauft, ja, dass da mal wieder, ja, aber Sie wissen selber, USA, wenn da Trump dran kommt, dann muss sie auch nicht unbedingt nach New York fliegen. Ja, das ist Ist richtig, ja, ist richtig. Aber ist halt immer noch menschenrechtlich gesehen was ganz anderes wie Katar oder Saudi-Arabien, Alter. Oder China meinetwegen auch. Das ist, ich bin gut befreundet mit dem früheren Chef von VW, dem Herrn Dies, der hat mir mal gesagt, Herr Hoeneß, als die Katar-Geschichte war, wir haben eine Studie gemacht. Es gibt, wenn wir nur noch Geschäfte machen mit Ländern, wo die Menschenrechte so behandelt werden, wie wir sie uns vorstellen, das sind, glaube ich, 17%. Das heißt, mit 83% der Länder auf der Welt könnten sie keine Geschäfte, und das gilt natürlich auch für Fußball. Weil heute ist es Katar. Morgen kommt ja, Saudi-Arabien, hat er wohl gesagt. Audi baut zum Beispiel Autos in China, in einer Provinz, wo die Uiguren. Das ist ja richtig. Ich weiß ja, worauf er hinaus will. Ja? Dass man halt nicht alles in jedem Land ansprechen kann, Blasels. Verstehe ich ja auch. Alles gut. Und dass das mit dem Fußball nichts zu tun haben soll, das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Und nochmal, eine WM in Katar oder auch in Saudi-Arabien unter den Umständen, allein wie die Stadien gebaut wurden in Katar, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind, auch durch die späteren Folgen, dass der Fußball dazu die Fresse hält und es dann noch nicht mal geschissen bekommt, zu sagen, komm, wir alle europäischen Vereine laufen mit einer Regenbogenbinde auf, einfach um ein Zeichen zu setzen, dass wir gegen diese Behandlung von Menschen sind. Dann bekommt man Druck von der FIFA, die sagt, ja, dann werdet ihr ausgeschlossen. Ich hätte gerne mal gesehen, wenn das die 10 oder was weiß ich, wie viele europäische Mannschaften dabei waren, das gemacht hätten, was die FIFA dann getan hätte. Ich glaube da wohl nicht ernsthaft, dass die FIFA dann gesagt hätte, wir schließen diese 10 Nationen von der Fußball-Weltmeisterschaft aus oder von der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft. Nein. Ja, der Fußball ist nun mal das größte sportliche, mediale Ereignis, gerade Weltmeisterschaft, nach dem Super Bowl. Ja, oder vor dem Super Bowl, keine Ahnung, frage mich nicht, bin ich nicht im Thema. Dann kann man Zeichen setzen. Ja, ich meine, guckt euch Football an, wo lange Zeit alle Mannschaften gekniet haben. Ja, man kann Zeichen setzen als Sportler. Und man hat die Pflicht, aus meiner Sicht, gerade mit diesen Reichweiten, die man hat, Zeichen zu setzen. Und dass man das nicht getan hat und dann sich dahinsetzt als Aufsichtsrat, Mitglied des FC Bayern München und dann noch anfängt, die Politiker, die dann versucht haben, noch ein einigermaßen gutes Bild für Deutschland darzubieten, indem man aus Protest zeigt, dass man für Menschenrechte ist, anhand dieser Regenbogenbinde, ist eine absolute Katastrophe für mich, Leute. Und nochmal, ich kann mich da nur für die Aussagen, die der Hoeneß dazu getroffen hat, schämen. Entweder hat er es komplett falsch artikuliert, ich habe es komplett falsch verstanden, weil jetzt gerade, was er sagt, ist ja einigermaßen schlüssig. Aber auch da gehe ich nicht ganz mit, dass es keine Alternativen gibt, ist Schwachsinn. Ja, also Katar musste eine Menge Kohle zahlen, gibt es da auch eine Doku drüber, wie sie überhaupt diese WM bekommen haben. Mit Saudi-Arabien läuft das nicht anders. Gehe ich nicht mit. Der Fußball hat Vorbildfunktion, hat eine gewisse Verpflichtung auch. Ja, also wir reden über Menschenrechte. Wir reden jetzt nicht darüber, was weiß ich, dass da irgendwelche krummen Dinger laufen oder sonst was, wo der ganze Fußball die Fresse hält, ist alles gut. Wir reden über eine Sportart, wo immer noch es verpönt ist, sich als schwul zu outen im Männerfußball.
ganz schwieriges Thema. Und sorry, Leute, meine Meinung ist da klar definiert. Ich finde es ein Armutszeugnis. Ich weiß, dass 80% von euch da ganz anderer Meinung sind. Das ist völlig fein für mich. Jeder soll seine Meinung haben. Wir können das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es nicht lesen. Ja, und wenn, werde ich es einfach überspringen. Also es interessiert mich nicht, wenn ihr da anderer Meinung seid. Ihr könnt das kommunizieren, das ist fein für mich. Ihr werdet mich da nicht irgendwie umstimmen oder sonst was. Und für mich war das ein absolutes Armutszeugnis, was die deutsche Fußballnationalmannschaft dargeboten hat bei dieser WM in Katar. Nicht sportlich, sondern außerhalb des Sports. Ja. Dass man das alles hätte ein bisschen besser machen können, auch von der Politik in Zusammenspiel mit dem Sport und so, gar keine Frage. Das kann man natürlich kritisieren, da gehe ich mit sogar, ja. Aber man muss als Deutschland ein Zeichen setzen. Man muss ein Zeichen setzen. Und das hat man nicht getan. Ganz einfach, ja. Und dann, wenn wir das mal weiterspinnen, immer diese, ja, was ist es immer, FIFA oder UEFA, no Racism und so weiter, das kriegen sie hin. Aber es geht eine WM nach Katar, da kriegt man die Fresse nicht auf, oder was? Also, nee, sorry Leute. Bin ich raus aus dem Thema, Alter. Und ich schäme mich dafür, was der Uli da für Ansicht hat. Uhren sind Problem. Jetzt Audi baut zum Beispiel Autos in China, in einer Provinz, wo die Uiguren sind. Problem. Dann ja, zu Recht auch ein Problem. Könnt ihr gerne mal googeln, wenn ihr euch da nicht mit auskennt. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, dann driftet das hier in eine ganz wilde Richtung ab. Aber ja, Katastrophe auch. Ich weiß nicht, wo Adidas seine Trikots macht. Macht sie die in Bangladesch? Gibt es da Kinderarbeit? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Also wir sind da in einem Dilemma, das nicht so einfach zu lösen ist. Ja, gebe ich ihm recht. Ja, klar, wir müssen jetzt nicht so tun, als müssen wir jetzt jede Sponsor, jede Firma auf den Kopf stellen. Alle haben irgendwo ihre Sachen am Laufen. Ja, vollkommen richtig. Wir leben in der Traumwelt, wenn wir sagen, das müssen wir tun oder das wäre schön, das zu tun. Aber nochmal, wir reden über eine WM in Katar, wo sogar öffentlich darüber geredet wurde, dass man dieses Zeichen setzt. Und man zieht dann den Schwanz ein. Was ist das für ein Statement für den Fußball, Alter? Ein Trauerspiel, ein absolutes Trauerspiel. Dass nicht alles rosa-rote Pupse ist auf dieser Welt, brauchen wir nicht drüber reden. Dass wir das nicht alles ändern können, verbessern wollen, brauchen wir auch nicht drüber reden. Dass der FC Bayern gewisse Sachen macht durch den FC Bayern Hilfe e.V. und so, alles gut. Ja, dass der FC Bayern aber das Sponsoring in Katar macht, das schön redet mit, ja, wir müssen da hinfahren, dann geht's den Arbeitern besser, als würden wir das nicht tun, ist völliger Dummfick und völlig an der Realität vorbei vom Uli, ja. Sorry, Leute. Das Wichtigste ist, dass man die Dinge offen anspricht, aber nicht immer von vornherein kaputt macht, weil wenn man gar nicht mehr hingeht, glaube ich nicht, dass es einem dieser Leute dort besser geht. Ja, das ist richtig, dass es den Leuten nicht besser wird. Ja, aber wie soll es denn, ist es den Leuten jetzt besser, dass man bei der WM die Fresse gehalten hat und keinen Fokus darauf gesetzt hat? Nochmal, wen interessiert das jetzt noch? Wen interessiert das jetzt noch, dieses Thema? Keine Sau. Wenn da doch mal ein Fokus drauf gesetzt worden wäre und man mal ein klares Statement gesetzt hätte, glaubt man nicht, dass das Echo viel länger Gehalt hätte und dann vielleicht etwas sich geändert hätte, wenn man da nach 1-2 Jahren wieder vorbeigeschaut hätte? Ja, hätte, Fahrradkette, keine Ahnung. Aber so zu argumentieren wie, ja, nee, wir nehmen das Geld dann doch, weil wenn wir das Geld nehmen, haben wir eine Präsenz da. Nee, sorry, dann versuch halt was zu ändern. Okay. Ja, ist dasselbe mit Ruanda, Alter. Dann nehmen nicht die Kohle, sondern setz dich so für die Menschen ein. Ja, und scheiß auf das Geld. Dasselbe mit Katar. Du hättest ja nicht das Sponsoring haben müssen. Ich muss doch nicht sagen, ich nehme das Sponsoring, um darauf aufmerksam zu machen. Wir haben das Sponsoring jetzt nicht mehr. Dann mach doch jetzt weiterhin darauf aufmerksam. Dann fahr doch dahin, stell dich doch hin als FC Bayern und sag, hier, das ist aber super scheiße, was hier läuft. So, wir haben jetzt unser Trainingslager hier, wir decken jetzt mal alles auf. Dann mach das doch als FC Bayern. Machen wir das? Nein, weil wir nicht mehr dahin fahren, weil wir kein Geld mehr von denen bekommen. Was sind das für Takes, Alter?
Sie haben den Gong gehört, wirklich leider aufhören müssen. Ich könnte den ganzen Tag weiter zuhören, vor allen Dingen unserem jungen Kollegen, der das zum ersten Mal gemacht hat, eine Premiere. Hat er gut gemacht, ja. Man hat aber auch gesehen, wie unangenehm ihn dieser Katar-Take war, wo der Uli da rausgelassen hat. Das hat man ihm angesehen. Vor allen Dingen aber das war auch gut so, dass man das angesehen hat. einem sehr offenen, sehr meinungsstarken, das hatten wir erwartet, auch sehr nachdenklichen Uli Hoeneß, der sicherlich auch einige Fragen bei uns berührt hat, der aber das Glas, was er nicht berührt hat, halb voll sieht und der, und das haben wir gelernt, heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden ist, wahrscheinlich der Erste von uns allen hier, will niemandem zu nahe treten, und dann schon gesehen hat, dass der Frühling kommt, und ich glaube, das war auch so eine Art Botschaft für uns, aber vielleicht auch für seine Spieler und für die Mannschaft, die am Dienstag dann hoffentlich sehr gutes Spiel zeigt. Das wünsche ich mir. Wie auch immer es ausgeht. Herzlichen Dank, Uli Hoeneß, dass Sie da waren. Ja, herzlichen Dank erstmal für diese Einblicke. Es waren ja wirklich ein paar gute Sachen dabei. Ja. Ihr habt ja meine Reaktion darauf gesehen, wenn ihr euch alle 4 Teile reingeballert habt. Leider Gottes waren 2, 3 sehr wilde Takes da drinne. Keine Ahnung, nochmal. Vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden. Vielleicht habe ich da auch eine zu radikale Einstellung. Eine zu klare Kante zu diesen Themen. Mag sein. Für mich nochmal abschließend zu dieser ganzen Thematik hier. Finde ich schwierig, wenn das jemand ist, der im FC Bayern Aufsichtsrat sitzt und somit auch Teil des FC Bayern ist und für den FC Bayern redet, solche Statements rausballert. Ich mag die Art vom Uli, direkt, offen, genauso bin ich auch. Ja, ich spreche auch offen aus, was ich denke. Das tue ich aber nur für mich. Ja, ich stehe nicht für den FC Bayern, für sonst was. Nein. Ja, wenn ich für den Verein stehen würde in irgendeiner repräsentativen Form oder Art und Weise, dann sollte ich mir überlegen, zu gewissen Dingen einfach die Gosche zu halten. Ja. So. Diese Trainergeschichte, Katastrophe aus sportlicher Sicht, das so klar zu äußern. Ja. Meiner Meinung nach, öffentlich. Kann man intern so handhaben, alles gut, öffentlich sollte man das nicht kommunizieren. Erst recht nicht, weil es den Eberl nicht so klar getan hat. Man untergräbt damit natürlich den Eberl und den Freund. Geschichte mit den Fans, bei einem Teil stimme ich ihm zu, habe ich gesagt, das andere Teil mit den Tennisbälle, absolute Farce, lächerlich. Ja, da irgendwelche völlig aus der Zeit gefallen. Das mit dem Sponsoring, ja, habe ich gefühlt den Take mit dieser Investor, den er gebracht hat, dass der sich dann den Arsch aufreißt, das internationale Geschäft anzukurbeln, weil er Gewinn fahren will. Ja, lasse ich sogar gelten, hätte man drüber reden können. Aber nochmal, da muss die DFL da sich mal Gedanken machen und sich den Arsch aufreißt. Ja, damit sie attraktiver wird. So, es kann nicht sein, dass es einen Verband gibt oder eine Organisation, die dafür zuständig ist, das nicht geschissen bekommt und deswegen Anteile verkaufen will, damit andere die Arbeit für sie machen. Das ist halt auch ein Ding, das geht nicht. Ja. Und diese Katar-Takes, sorry, da gehe ich gar nicht mit. Da sieht man einfach, dass diese Herren aus der Zeit gefallen sind. Ja, das hat man schon beim Franz gesehen, der gesagt hatte, ja, ich war in Katar, ich habe keinen Sklaven gesehen. Die Menschen sahen alle freiwillig da. Das zeigt halt einfach, dass man sich mit der Thematik nicht beschäftigt hat und dass man völlig aus der Zeit gefallen ist, leider. Ja. Was aber nicht schlimm ist, ich bleib dabei, es ist Zeit für Uli, auch für Kalle, das Zepter abzulegen. Gerne können Sie in beratender Tätigkeit weiter für den Verein da sein. Wir haben denen unendlich viel zu verdanken, dass der FC Bayern da ist, wo er ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn du im Aufsichtsrat bist und bleibst, was wir ja gehört haben, was man rausgehört hat zwischen den Zeilen, dass das weiterhin so sein wird, dann schenk dir doch bitte solche öffentlichen Auftritte. Oder rede bitte über Belange, die nichts mit dem FC Bayern oder Politik zu tun haben. Ja,
Meine Meinung, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ja, wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.